freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Da im Stufje wird groß Gebet, bei einer sehr schönen Zeit. Und eine Freude, ich danke Gott, dass ich dort angenommen habe, hier zu sein. Und mir ging das sogar schlecht, weil ich habe mich angeboten, zum hier zu sein. Wir kommen um Chaco. Und ich sagte dort, ich wollte die Frühes reden. Ich wollte die Frühes reden. Das geht mir immer so schön. Und Gott lädt mich kurzen Wort auf dem Hort. Und eigentlich habe ich al ganz eingestellt, ich will thuis bleiben. Wir haben 3 kleine Kinder. Ein Junges 3, ein Junges 2. Aus der Hose, so geht es uns. Und dann habe ich ein Baby von 2 Monaten. Und ich dachte, was will ich im Chaco mit 3 kleinen Kinder? Mein Mann, der fährt nach David Teufsen graviert und ich soll bloß noch keine Kinder ran. Ich dachte, ich will thuis bleiben. Aber dann redet Gott zu mir und sagt, aber Heidi, die Kinder sind noch nicht in der Schule. Die sind alle gesund. Fahr doch mit deinem Mann mit. Drak ist dort thuis mit Kinder, drak ist dort hängen geweest mit Kinder, das ist bloß so mit Kinder. Dann warte ich noch an meine Schwiegereltern, würde ich hier sein. Ich dachte, das ist eine Goldgelegenheit, die ich habe. Dass ich noch ein paar Tage mit ihren Taub sein kann. Die wohnen weit weg von hier, die wohnen in Sommerfeld. So, und ich habe eine halbe Reise gemacht und wir haben auch eine halbe Reise gemacht, oder eine ganze halbe Bett. Und dann sind wir hier. Wir wohnen in Philadelphia, die hat uns sehr schön, wir haben eine sehr schöne Zeit gehabt. Und wer mich nicht kennt, mein Name ist Heidi Giesbrecht. Ich sehe mit einem Giesbrecht befreit. Ich sage immer, das ist Desaster in der Basta. Ich will mal das Desaster Kind in seiner Familie. Und wir sind nun 7 Jahre befreit. Und wir wohnen 7 Jahre in Bolivien. Wohnen ich wieder all Eier aus Soltero. Und dann fehlt ihm eine Früh. So wird es ein bisschen und so haben wir uns befreit. Die Geschichte, die wollte ich einen Tag vertellen, aber von Tag nicht. Und das letzte Mal, als ich im Chaco war, das war noch mal 4 Jahre im März. Wer war auf den frühes Camp oder wann waren wir dort frühes drauf? Einzig frühes, hier wieder da alle. Und wir hatten dann eine sehr schöne Zeit, das war da wie Exalta Jesus. Wir waren da 3 Tage taub. Und weißt du noch, was für einen Spaß wir hatten? Wir hadden dan Spaß, dat da weer een huisje, dat weer een jaashuis, en daar schleipt wie bij het binnen. Dat weer een zeer vruchtbaar jaashuis, weet je nog? So, ich zie da nicht schwanger geworden, aber das geht noch mal ein paar Wochen later, dann bin ich schwanger. Oder ein paar Monate. Und Gott hat uns ein Medaille gegeben. Wir haben noch ein Mäxchen. So, unsere Dächer, die sind nicht mehr blau, die sind nicht pink. So, das geht aber so sehr schön. Wir sind so froh. Wir haben ein Baby von 2 Monaten von gestern. Und Gott hat uns gesegnet. Das kann ich nur nicht schreiben. Ein Baby ist was wunderbar. Wer hat hier ein Baby? Ein Baby. Wo sind die Babys? Hat die euch bejuht? Die sind vielleicht noch ein bisschen gratis, 2 Monate. Bei 2 Monaten geht es noch kreuzes. Dann irgendwann war die Lüd. Dann irgendwann ranen die auch. Aber ja, ich habe 2 Bilder. Eins von unserer Familie zum besten Tag. Die Giraffe, die da hängen, ist das nicht Part von unserer Familie. Das sind bloß Edert und ich und dann unsere 3 kleine Kinder. Das ist ein bisschen Tag, aber ich glaube, ich kann das sein. Dann habe ich noch ein Bild, das ich Ihnen weisen will. Das ist von unserer Arbeit in Bolivien, was wir tun. Ich sage bloß ein Bild aus. Und das Bild das weist mir so viel. Das ist ein Tofas, was wir heute verkauft. Wir schaffen in Bolivien, wir haben da eine Church. Wir sind, ich sehe eine Predigerfrüh, bloß ich sehe nicht schon eintragen. Aber ich sehe eine Predigerfrüh. Wir haben eine Church angefangen, Gott hat uns dort auf dem Hort gelegt. Und wir sind dann al 7 Jahre in Bolivien. Dort ist er al meest hier, nächstes Jahr ist er dort 10 Jahre. Und uns geht das sehr schön. Wir lieben die Menschen, wir lieben das Land. Und wir kommen auch hier nach Paraguay, hier geht uns das sehr schön. Und, aber Gott hat uns heute ganz nach Bolivien gedreht. Und dort ist so stark, dass wenn wir einmal wegfahren, dann bangen wir uns, trägt nicht. So schön. Laat hij ons dat gaan. Einige Menschen haben immer so ein Bild von einem Missionar. Oh, der arme Missionar, den hat Gott geraubt, und der muss seine Städte verlassen, und der muss wegtragen. Weißt du was? Das wird wunderbar, wenn Gott einem raubt. Das ist so schön, das fällt einem sein Hort, und wir leben für Jesus da in Bolivien. Und Gott lädt mir ein Wort auf dem Hort. Und dort ist, ich will von einem Adler reden. Wie weit alle, was ein Adler ist. Das ist der Vogel, der auf den Bäumen wohnt. Hier in Chaco haben wir bloß ein paar Australianer-Bäume. Sonst ist es alles leck. Und wenn wir hier ein bisschen
wat Villamont is voor, einmal over die grens, dan wordt wie de boeien zijn. En daar boven op die boeien, ganz weit weg, daar woont een soort vogel en dat is een odla. In de Bibel, die heeft God zo geschreven voor grote mensen en ook voor kleine kinderen. En wie hij heeft dat en zo'n wijs geschreven, dat we dat alle verstaan kunnen. En God redt ons durch Bildersprache. God zegt ons, ik zie dat brood. Weet wat zegt hij dat? We gebruiken alle nogmaals een brood. God zegt, Jezus zegt, hij is de bruid. We weten alle wat niet chast is, want de bruid nennt hem. En dag wat hij ons holen. God zegt ons, wie zijn schop. Heb je zo'n Haarschop? Oder heb je zo'n Pelz aus der Schop? Nee, wir haben nicht, aber wir verstehen das. Dort, wenn Gott sagt, hij ist uns hört, und wir sind der Schop, dann brauchen wir nicht uns nur sagen, bäh. No, wir brauchen das nicht sagen. Wir sind Menschen, aber wir begreifen das, dass wir sind Schop. So Gott redet uns mit einer Bildersprache. Und er sagt zum Beispiel auch, wenn wir an eine Schlange denken, dann denken wir viel zum Teufel. Wenn es da in der Geschichte am Anfang hat die Schlange aufgeregt und hat gesagt, sie soll von den Apfel eten. So, immer Hans, und von dort will ich von einer Sorte Bildersprache reden, und das ist ein Odler. In Jesaja 40, 31 sagt dort, aber die wird sich auf den Haaren verloten, schrie frische Kraft, dass sie abflehen, als ob ein Odler seine Pflichten, dass sie ranen können, ohne mautlos worden, und dass sie schreden, ohne dort sie meid worden. So Gott sagte uns, wenn wir uns auf Arm verloten, dann wollen wir sein als ein Odler. Und ich will eine Geschichte vertellen von einem Doktor, ein sehr, sehr hochgelehrter Doktor. Er war nicht bloß ein Doktor, er war auch noch ein Scientifico. Das Wort weiß ich nicht, was das ab. Ein sehr kluger, wie es dort auf Plottisch sagt. Ich weiß nicht, was ein Scientifico auf Plottisch gesagt hat. Er war ein Missionar und er wohnt in Afrika. Und er becheckt sich, wo die Menschen in Afrika mit ihren Selbstwert leeg werden. Und er hat sich diese Geschichte selbst ausgedacht. Weil er wusste nicht, wo er mit das falsch angehen soll. Und er vertelt eine Geschichte, da war mal ein Bauer, und der Bauer hat ein Tscheckel, ein Odler-Tscheckel, fängt dort, nimmt dort mit nach Haus, wenn es auf dem Tscheckel, das ist aus dem Baby, ab dort will wir abpassen. Nimmt das kleine Tscheckel mit, dort wie ein Odler, nimmt dort nach Haus, naja, wo soll er das haben? Im Haus, manche Heun, das schafft nicht, manche Katte, das schafft auch nicht. Na, wo stoppt er das hin? Er bringt das in den Heinerstall. Und laat das kleine Tscheckel da los und das geeft dort Futter und laat das kleine Odler-Tscheckel im Heinerstall. Und 2 Jahre später beobachtet er immer weiter, wo das kleine Tscheckel sich benimmt. Und der kleine Odler, der kleine Tscheckel, dat deed alles wat hij gaan doen. Dat pookst ook de warm en dat kleeft ook met de feitjes en dat was aber sehr groot. Wie een Odler. Wenn hij zijn Pflichten uitstreikt, dan zijn dat 3 Meter. Aber hij benimmt sich als een Hahn. Hij ist hier door manche Heiner. En 2 Jahre later kommt ein Naturalista. Ein Naturalista ist ein Mensch, der die Natur kennt. Der weiß, was für eine Art Bäume hier bitte geplant sind, der weiß, für was die Blätter gut sind, was für Tee man kann aufkochen, was für eine Warte man eten soll. Der weiß alles über die Natur. Der weiß, wie viele Sorten Erde das gibt, und wie viele Sorten Steine, und was die in das Wasser getan haben, und was die in das Wasser getan haben. Der weiß, was diese Blumen rot essen, das Roos ist dunkelrot. Das ist ein sehr Geschmack. Emma Hans, Naturalista, weiß alles über die Natur. Der Naturalista kommt in dem Heinerstall rein und sagt, aber das ist nicht ein Hahn, das ist ein Odler. No, sagt der Bauer. Ich habe ihm hier Gröt getragen, ich habe den Tscheckel gefangen, und ich habe das hier Gröt getragen, und das ist ein Hahn. Nee, das ist nicht ein Hahn, das ist ein Odler. Das ist ein großer Vogel, was tät der hier? Der fährt hier warm, der benimmt sich aus dem Hahn. Jo, sagt der Bauer, es ist das halt dem ertrocken, und es ist das,
wo ich den, so ist das, muss ich sich benehmen. Und der Naturalist sagt, das geht aber nicht. Der klebt bloß einmal mit seinen kleinen Feitjes hängen und der benimmt sich außen an. Und dort ist noch ein Adler, ich kann dort sein. Dort ist ein Adler. No, sagt der Bauer, ich habe den Chickel gefangen und das ist eine Hand. Ich habe den hier 2 Jahre, der ist bloß sehr groß gewesen, dem kann ich meist nicht schlachten in einer Gruppe, wie so eine große Gruppe ist heimgekommen. Das ist eine Hand. Nee, sagt der Naturalist, die wo ich dort wiese, das ist ein Adler. Der ist geboren, zum manche Boje pflegen, zum Hochboven, nicht zum hier warm sicken. Über dem, was ich noch sagen will, ich will hier nicht schlecht über die Heiner reden. Wenn die Bibel redet auch über die Heiner. Matthäus 23, Vers 37. O Jerusalem, das Wort hat Jesus mal gesagt. O Jerusalem, da du die Propheten dood magst und die steinigst, die geschickt wurden. Wovor habe ich die Probe so zu sammeln, aus einer Glück sich die Chickel und die Pflichten sammelt. Aber du leidest dort immer nicht. Das ist ein Wort, wo Jesus über Jerusalem redet. Und er vergleicht die Menschen in Jerusalem aus einer Glück. Er will eine Glück sein. Und er will die Glück sein und er will die Chickel alle an seine Pflichten tun. Und die wollen nicht, die Menschen. So, die Bibel redet auch, was Gutes über die Heiner. Und ich selbst gleich sage Heiner. Was ich noch da gleich aus der Heiner, das sind die Eier. Die eten jeder Tag gebrühene Eier, wenn wir bloß kennen. Und wir holen die aus dem Heinerstall. Das wird wunderbar. Aber in dieser Geschichte, wo das Dr. James uitgefangen hat, sagt er, zu den Bauern, das Vogel ist ein Adler. Der ist geboren, um da boven leben, nicht hier, manche Heiner. Und dann sagt der Naturalist, okay, dann wollen wir mal eine Probe machen. Ich will den Adler nehmen und ich will zu denen reden und dann wollen wir mal proben. Und er nimmt den Adler und er checkt nur den Adler und sagt zu den Adler, Adler, du bist ein Adler und du bist nicht ein Hahn. Gott hat dir ein Adler gemacht. Dann denkt er, ich will mal auf den Baum kriechen. Dann geht er rüber, dann schraubt er auf den Baum. Dann lässt er den Adler los. Was hat der Adler? Fliegt auf den Flur. Sitzt, sagt der Bauer, ich sehe dich, das ist ein Hahn. Mensch, denkt der Naturalist, was kann ich noch tun? Er nimmt sich eine Lade und er schraubt auf den Tag. Da ganz boven. Schraubt er dann ab und lässt den Adler los. Und was passiert? Und der Adler kommt wieder auf den Flur. Und der Naturalist sagt, aber ich will nicht abgeben, wenn Gott hat die aus dem Adler gemacht und du benimmst die aus dem Hahn. Frag mal die Oberste, bist du ein Hahn oder ein Adler? Schau mal die Oberste Frage. Bist du ein Hahn? Ola, bist du ein Hahn oder bist du ein Adler? Ich glaube, die Oberste hat was sehr Spaß gesagt, wenn sie lachen, Ola. Vielmal benehmen wir uns, alle wie benehmen uns wirklich aus dem Hahn. Manchmal sind wir groß, was schwere durch. Oder manchmal sind wir all, was durch in unserer Kindheit. Manchmal hat jemand was zu uns gesagt, in den nächsten Sinne wir, die haben uns aber so weh getan. Und wir setzen bloß ein Kleve in unser Warm. Und wir leben in einer kleinen Welt, wie wir sind verbettert oder wir sind beleidigt. Und wie glauben, wenn wir, was sehr schwere Tage sind, macht wir das ganz limitiert, ganz in einer kleinen Dose leben. Vielleicht ist das ans Passado, vielleicht ist das all viele Jahre passiert. Vielleicht kommen wir aus ein schweres Heim, wo das sehr schwer war mit unseren Eltern oder da wenig Geld. Oder da sind mal wir gewesen, auf eine Familie fast, wo du denkst, den einen Onkel, dem kann ich nicht vergeben. Mich fragt mal ein Onkel auf einem Familienfass, wann wirst du die befreien? Dann will ich von Samter trägen, ich habe mich am Samter nicht befreit. Mir da das so, weil ich nicht speckt, das so deutlich, das Einzige, was ich den sagen kann, wie und eine Sonnenwind.
Und ich habe mich wirklich mal an eine Sinne befreit. Aber mir deed dat wei. Mir deed dat so wei. Ich dachte, wat für Basumstil auf dieser Welt soll ich mich befreien? Dat is niet bloß in einem Supergone in een Basumstil uitzieken, deze Fähigkeit uit, zo met deze Basumstil befreie ik mich. No! Een man, een ei, dat is hier voor ons ganze leven. Dat kan de Himmel op Erde zijn en dat kan de hel op deze Erde zijn. So, wenn wir uns einen Mann uitzieken, oder wie Lotte, dat een man uns uitziekt, dann macht het een Mensch sein, von Gott geschickt. Das kann nicht bloß ein Basumstil sein. Ich sage das auch immer zu allen, ja, sind hier noch ein paar Solteras. Wenn hier Personen sind, die noch nicht befreit sind, dann befreit ihr nicht mit dem ersten Basumstil. Auch nicht den zweiten. Wacht, wie es dort wacht, lohnt sich. Dort hat sich in meinem Leben aber sehr, sehr gelangt. Wie es sich so gut befreit. So viel mal benehmen wir uns einfach aus Heiner. Wenn ein Freund hat uns mal was gesagt, oder ein Novio hat uns mal was getan, oder wir haben vielleicht niemals ein Novio gehabt, und dort wird uns so weiter, China will mich, China will mich. Vielleicht haben wir nicht Geld. Und wir leben vielleicht in einer Welt hier im Chaco, wo wir uns Tag und Nacht verblicken. Ich habe einmal darüber geredet, wo heftig das ist in uns hat, wenn wir uns verblicken. Und ich sehe nun eine Mama von einem Baby von 2 Monaten, von 2 Jungjes, und ich habe dort auch Eichel in mein Hut. Ich will mich nicht verblicken. Ich will nicht so sein als die andere Mama. Ich will die Mama sein, was Gott für mich, was er ausgesagt hat. Ich will eine gute Mama sein für meine Kinder. Aber immer war das, weil wir uns vergleichen. Und mit wem vergleichen wir uns? Immer mit wem der besser ist. Wie leben wir da noch? Ah, der ist besser. Ich will auch so sein als die. No. Gott hat einen Weg für jeden. Jeder einer. Manchmal ist die Gesellschaft so schwer. Und vielleicht hast du noch mal in deinem Leben muss abgeben. Und dann fühlt man sich so ein Versager, würde das auf Hochdeutsch sein. Und man fühlt so, ich habe abgegeben und dadurch fühle ich mich aus den Haaren. Vielleicht hat die Menschen gestartet, so dass ich gerade sehe, vielleicht auch für 20, 30, 40 Jahre und du lebst noch immer in dort. Wenn da einer Onkel mir noch mal was ein Tag um Vergebung beten. Weet je wat, ich warte nicht mal auf den Tag. Ich habe ihn mal lang vergeben. Der ist so lang weg, der lebt noch. Ich habe noch ein bisschen Kontakt mit ihm. Ich begrüße ihn, alles scheint gut. Aber vielmal verschlüht wie uns hat und wie warten, dort ja einer, was nicht mal weiß, was er uns gesagt hat, der soll noch kommen, uns aufbrachen. Weet je wat, für uns das halt nicht. Weil wir bloß Menschen vergeben, den loslassen. Weil wir glücklich sind. Wir haben bloß den 31. Mai 2022, den habe ich bloß vandaag. En groots weer het klok 5 en nu is het al 4:30. En dat leven, dat is zo. Ik ga zeer laatst in de kerk, ik weet nog niet rijden. Ik kan met mijn Timotheo, die wordt nu 5 jaar, daarover reden. Met wonen we al nog mal een dag kunt herinneren drinken. Want ik had het gevoel, dat is die eerst in 20 jaar. En als ik raufkom van de timer brengen, zegt een man te mij, du warst einmal naar heen checken en dan is die jong al 20. Zo bozig is dat leven. Ist das Leben wirklich so bosig? Die frühen Stunden alle so. So bosig ist uns Leben. Und wir leben manchmal verbessert und benehmen uns aus Heiner. Und Gott sagte uns, wir sind über ein Adler. Und wir checken vielmal, checken wir bloß rauf. Und wenn wir rauf checken nach unsere Troubles, wenn wir rauf checken, wo will ich das, wo will ich dort, in Jana, in die Choik, in die, weiß nicht, was für Troubles habe ich hier im Chaco. Die Kooperative oder ich weiß nicht, die Marktwirtschaft oder ich weiß nicht, ich habe die Hand hier, wo ich Troubles. Würde ich sehr schön sein. Und das ist noch eine andere Sache, was die Hahn immer tut. Ein Hahn, der zankt den ganzen Tag. Der nimmt sich immer ein bisschen Rebüse oder ein bisschen Tomate und was tut er dann rannt er und klebt ut. Und hat bloß Angst, jemand wird mir mein bisschen Rebüse abfressen. Alle volle Rebüse, und dort streiten einer noch. Und wir sind Kreuzer. Gestern waren wir auf der Grenze. Meine Schwimmer hat an mir was bestellt. Ich soll den abgepufften Wert mitbringen von Bolivien. So eine schöne Sache habe ich da. Man kann hier nicht abgepufften Wert schreiben in Paraguay. Also, wenn hier jemand ist, der weiß nicht, von was er leben soll, dann pufft Wert ab. Was gut leben, wenn es meine Schwimmer was viel schreiben. Der gleicht dort Soja, der hat dort Fleisch, dort schmeckt der so schön. So, sie hat mir bestellt, so, ich kaufe Tierenlösche.
Dan wie we op die grens, dan verschenkt hij dort eine. Nog een maand op die grens. In mijn hart, ik dacht zo, dit gaat niet. Ik wil dir doch 10 Lusche geven. Nu wil ik met 9 Lusche in Philadelphia aankomen. Die eine Lusche is op die grens gebleven. Eerder zei Heidi, dat is bloß eine abgepufte Weitlusch. Brückst die doch nicht abbrechen. Aber so ein Hort habe ich. Wie willen die Sache vasthouden. Dat biedt je rebuus met dat wil ik nog uitkleven. Dat mir ja nicht jemand noch was wird wegnehmen. So benehmen sich die Heiner. Wo benimmst du die? Wo benimmst du die? Hältst du den letzten gar nicht nach einer Fipp oder kannst du den loslassen? Sei mal zu dir selbst. Ich sehe nicht nach Hahn. Lüd. Ich sehe einen Adler. Lüder, ich sehe nicht nach Hahn. Nu zou je dat willen dienen oberschen. Du bist nicht nach Hahn. Du bist ein Adler. Weet je wat die Bibel zu uns sagt? Die Bibel, Gott selbst sagt zu uns, Heidi, du bist mehr als ein Gewinner. Ich habe dich gemacht zum Gewinner. Du lickst mich. Jesus selbst sagt das, wir licken an. Gott, als er uns gemacht hat, dann hat er uns nicht gemacht aus dem Baum oder aus diesen Blumen, aber aus sich selbst hat er uns gemacht. Jesus sagt, du bist nicht mehr ein Sünder, wenn es dir ist alles vergift. Du bist gerecht, du bist heilig, du bist vergift, du bist gerat. Ich sehe gerat. Wenn ich von dieser Erde gehe, wie vanaf vanmiddag, wie ein großen Scheuker vorbei. Wenn ein Tag mein Graf auf dieser Erde wird sein, dann kann ich sicher sein. Ich sehe gerat. Wo da liegt, sind ein paar Knorkes. Und vielleicht noch einen feinen Bibelvers. Aber ich sehe gerat. Ich sehe geläuft. Und ich sehe angenommen von Gott. Vielmal fühlen wir uns nicht angenommen. Ich sehe am wichtig. Gott will seine Arbeit durch mein Leben tun. Gott will seine Arbeit durch dein Leben tun. Weet je hoe weit wir früher sind? Und was wir alles tun können? Wir können im Winter wir Sommerbarsch kochen. Und dann können wir noch von einer Hand Hundsbrot machen. Und an Freitag können wir Sonnenwind holen. In Paraguay oder in Spanien, so wie das sagen würde, den haben wir noch was Ähnliches. So weit sind wir aus früher. Wir haben alles, was Gott uns in den Händen gegeben hat. Wir sind am so wichtig. Gott sagt von dort zu dir, du bist gewählt. Ich habe dich geraubt. Aber trägt in unsere Geschichte, die Naturalisten können nicht entschluppen. Er kann nicht schluppen. Wenn er denkt, ich muss gern Bücher dort beweisen, dort, was er an seinen Heinerstall hat, dort sind Adler in nicht eine Hand. Und er trägt. Er vorträgt noch Jan Bücher, noch Jan steht, noch Jan Hof. Und er nimmt den Adler und er fährt hoch auf den Berg. Den höchsten, wo er bloß fahren kann. Und er redet den Adler im Vortig. Du bist ein Adler, du bist ein Adler, du bist nicht ein Hahn. Gott hat dich gemacht, wo wir bei den Bäumen fliegen und nicht ohne mit einem bitteren Büs wegrennen. Du bist ein Adler. Und er redet den, er checkt den Adler an und sagt den Adler, du bist ein Adler, du bist ein Adler. Und sie kommen ganz boven auf den Berg ab. Und was tut er mit den Adler? Er dreht ihn nach der Sonne. Der Adler ist der einzige Vogel, was Gott gemacht hat, was kann eine Sonne schicken. Wenn wir uns dort übernehmen, eine Sonne schicken, dann schicken wir vielleicht 2 Minuten oder 3. Was passiert mit uns? Uns wird ganz dieselig, wenn es jämmerlich da. Aber ein Adler, das ist der einzige Vogel, was Gott gemacht hat, das ist das einzige Tier, was Odem hat, was eine Sonne schicken kann.
En hij kijkt in dit licht, man. En wat zegt de Bibel over de zon? De Bibel sagt, dat Gott selbst ist die Stirn von den Morgen. Gott selbst ist die Sonne in ons Leben. Hij selbst ist das Licht, was wir brauchen. Und was kann der Adler noch? Der Adler, der fliegt durch den Sturm. Wenn dort mal stürmig ist, und dort mal dewert und donnert und blitzt und kracht, der Adler ist der einzige Vogel, der den Sturm durchfliegt. Weißt du, wie es wird? Wenn der weiß, dass an der anderen Seite Sturm, da ist die Sonne. Und das ist vielmal so, wenn wir fliegen mit dem Jet. Wenn wir mit dem Flugzeug mitfliegen, dann fliegen wir nochmal durch das Stück nochmal und schackelt nochmal. Und wenn der Pilot über den Sturm durch ist, was ist da oben? Da oben scheint die Sonne. Ich sehe mal ein paar Mal mitgeflogen. Und du denkst, das geht nicht, wenn es groß wird, das Jet wird ganz nah und hier oben scheint die Sonne. Und das ist so. Hier unten ist der Sturm und da oben, ob jene sieht, da scheint die Sonne. Und das Naturalist nimmt das ein Adler und dreht ihn nach der Sonne. Wenn der Adler ist der einzige Vogel auf dieser Welt, was kann 360 Grad sein. Bei Augen kann 180 Grad sein. Das heißt, wenn der Adler hier handschickt, dann kann der auch da sein. So buttergewöhnlich hat Gott diesen Vogel gemacht. Und er vergleicht mich und die mit diesem Vogel. Wir sind gemacht, um nach boven zu gehen. Wir sind gemacht, um die Sache von boven zu beleven. In Epheser 2, Vers 6 sagt dort, Gott hat uns mit Christus Jesus taub abgeweiht und mit am taub einen Platz im Himmel gegeben. So, wir sind für den Himmel sehr wie gemacht. Wir sind manchmal so fest und die Sache auf dieser Erde. Aber wenn ich dort haben und wenn ich noch Jahren kann beleben und wenn ich noch reisen kann und wenn ich noch ich weiß, das jetzt uns alle scheint. Aber wir hängen noch mal an Sachen. Und für was sind wir gemacht? Wir sind für den Himmel gemacht. Hier auf dieser Erde sind wir nur ein Kartstützchen. Das ist bald vorbei, das ist bosig vorbei. Und wenn das vorbei ist, dann sind wir bei Jesus. Und die Naturalisten, die ist mit diesem Adler nu ganz boven auf dem Berg und redet noch einmal zu denen und sagt, du bist ein Adler und du bist nicht ein Hahn. Und er nimmt den großen Vogel, der 3 Meter groß ist, wenn seine Flechten auf sind, und er wacht ganz weise nur einen kleinen Wind. Und so ist das einmal pustet auf den Berg, nimmt er den Vogel und schmiert ihn rauf. Und der Adler, was sein ganzes Leben im Hühnerstall gewesen ist, was tut er? Der schackelt und schädert und weiß nicht, wie er sich benehmen soll. Wie er oft immer geläuft, dass er wie ein Hahn. Und er orkert und stankert und schackelt. In einem Moment streicht er seine Flechte aus. Und er wird dann, er kann fliehen. Und er fliegt. Und diese Geschichte hat ein ganzes Land verändert. In Ghana, das ist ein Land in Afrika, hatten die Menschen so sehr allein Selbstwert. Die fehlten so wenig von sich selbst. Dass aus das James Agri diese Geschichte ausgefangen hat, und diese Menschen die Geschichte verteilt haben, dann haben die Afrikaner sich eingeditscht und haben gesagt, ich sehe einen Adler, ich sehe nicht einen Hahn, ich sehe einen Adler, ich kann so viel. Und das Land ist frei geworden, die waren Sklaven in England. Das ist das einzige Land in Afrika, das frei geworden ist von Sklaverei, ohne eine Sorte Scheitich oder Pistole zu brücken. Bloß mit Lied haben sie ihre Geschichte ändern. Wenn jeder einer sieht dem anderen, du bist nicht ein Hahn, du bist ein Adler. Und eine ganze Geschichte ist in Afrika umgeändert. Ein Land ist umgekehrt, ohne Scheiterei. Es ist nicht was Gutes. China hat Brück gestorben, China hat Brück gescheitert und sie sind frei geworden von England. Wenn sie anfangen und dort zu leben, was Gott entweisen will, sie wären ein Adler und nicht ein Hahn. Und vielleicht denkst du nur, aber was soll ich mit das alles?
Wat zal ik? Hoe zal ik gaan? Dat ik nu een odelaar zie. En ik wil die beste van mijn leven vertellen. Hoeveel maal heb ik niet als een haan gevuild? En ik had een Jugendleiterin, dat weer een Kries-app. Dat is nog immer meine Amiga. Ze heeft 5 kinderen. En ze weer immer drak. Ze is zeer begaafd. Ze woont in Witmersum. En ik voer dan, zu ovens voer ik nog mal naar haar huis. En haar man, die had dan een zeer grote Marktwirtschaft. En die Marktwirtschaft is nu nog veel geraten. Maar zij nam zich immer tijd in mijn leven. En ze heeft mij, maar niet dat ze weer gezegd, du bist niet een haan, du bist een oorlog. Maar ze had andere weer. En ik weet nog van momenten in mijn leven. Wie ze wie immer zo drak, ze had kinderen en die moesten dan ook nog, een kind maakt man bood, dus het is ovens een onkast geven en bad doen en nog een geschicht vertellen, nog een luid zingen, nog een gebed. Bad die uurtjes mal endlich touwvallen, dat deed nog. En ik weer immer daarbij. Wie ik weer praat van de jugend en ik voel immer nog aan. Want eenmaal de maand, wie ze mij dat zo goed, maar ik daar aan voor. Die vrouw had zoveel lief voor mij en zoveel tijd. Ook mank den chaos, ook mank truimels en tjenja en een geschrei en een zanken. En ik zie zo dankbaar voor haar leven. Want ik weet, wie spazierde in beden en de klok wordt manchmal 11, half 12, klok 12. En van veelmaal weet ik, zie ik half 1 de nacht een huisje voor van haar huis. En ik was zo opgebuurd, ik was zo vol, dat ik dacht, ik mocht dit Witmersum, dit mocht ik twerrieten, of ik mocht hier vertellen van wat God in mijn leven deed. Zo vol wie ik. En mijn ouders hadden een oude koor en ik ruit die vensteren. Plus verder kan ik vensteren opmaken. Gingen de vensteren niet op. Dat we nog zo dit, moest we nog zo doen. Ik mook die venster open en ik schreef, Ruud. Zo vol voel ik van die halfweg. En ik voel me als een oorlog. En al deze gevoelens, dat ik een haan weer, en dat we niet geld hadden, dat zwoer weer, dat had ik dan voor een tijd waren vergeten. En ik kreeg deze kracht. Zo God, die wacht erop, dat we ons benemen als een oorlog. God wordt bloos in ons leven schaffen. Want wie te hem zei, ik zie een oorlog en niet een haan. Wenn du mit Betterkeit zu tun hast, wenn dein Hort auf irgendeine Weise verbessert ist, dann sag ich von Tag zu Gott, Gott, nimm das Rüt, ich will mich als ein Adler benehmen. Vielmal checken wir bloß nach unsere kleinen Troubles, in unsere Familien, in unsere Gesellschaft, in unsere Kirche, und wir rieren, mank diese Troubles. Wie wir mal in Bolivien op een chance en ik zat aan een dash. En ik zie zo dat ik voets red en vertaal en ik had voets niet geschikt en niet te schijnen. En die lieden zeiden niet niks, die zaten plus en lepelden. En ik dacht zo, wat is dit? Je schmeckt denn dat niet schijnen oder China zit. Plus ik red om dash. Mijn man die checkt me bloß eigenlijk aan en dacht, zie maar stel Heidi. En mij ging dat aber zo schijnen. En ik spaziert met die familie, dat we een lied. En dan schließlich vroeg ik en van, wo zijn die? Dan zijn we van Mariland. Oh, van Mariland. Dat weet ik nog maar groot in Bolivie. En ik ken dan al Mariland. Dus ik wist hoe dat weer. En dan zei ik, nou, maar waar zijn je daar? Zijn die Bolivianos? Of zijn je hier geboren? Nee, ze weer in Chaco geboren. Oh, zei ik, dan zei je Paraguay. En aanvang ik al waren om te vertellen dat ik had me in Paraguay bevriend. En ik weet het land zo goed geworden. En Coside en Chip. En oh, dat had me zo schijn ums hemd gegaan. En die vreugde. Schließlich zei ze, beim Eten redet wie nicht. Ups, dachte ich. Na ja, dann, weil ich nicht auch muss still sein. Und er dachte, wie die bloß so, lieh mal, Heidi, was mal groot. Na ja, und dann eet ich dann meine Siebte ein. Mich schmeißt die Mess nicht mehr schein, aber am Hans. Und dann schließlich frug ich ihn, wo sind Sie in Bolivien? Na, 20 Jahre. Oh, zeg 20 jaar. Nou, en hoeveel mal voor je dan om Chaco? Je een vriendschap bezoeken. Dus in 20 jaar voor je ons eenmaal dit jaar. We zijn in 20 jaar niet eenmaal maar teruggevoerd. Wees wat, zeg ik. Wees, we zijn verbeterd. En ik dacht zo, wees verbeterd? Kost je 20 jaar niet van thuis voor? Dan zeg ik, maar wat doe je? Nou, wie maalt je zelfs je? En ik voer van die Charles naar huis en ik zei tegen haar, dit gaat niet. Die mensen verliezen hun leven. Wees verbeterd
En wen saast je? Dat is het niet weerd. En ik dacht zo, dat wil ik niemals in mijn leven. Maar ik nog mal maaltje maak, dan word ik maaltje. Aber ik wil niet verbeterd zijn. Ik wil niet van een stad wegtrekken, wo ik zo verzankt ben, dat ik niemals meer terug voor. Dan zei ik tegen de vrouw, in jullie sobrinos, in jullie Tjenia, oder Jozef, we hebben alles hingeroon gelaten. Dat is toch alles gebleven. Ik zei, zij in 20 jaar op keine Chance geweest van jullie sobrinos. No, we zijn niemals meer teruggevoerd. Dat is, wanneer we leven als een haan. Dat is, wanneer we ons beetje rebeuze schal nemen en we ranen met dat weg. We maaltje onze zastje en we huilen. En zeggen wat op deze eer. Vielleicht zijn die voor ons nu wichtig, aber irgendwann, wanneer we eerst im Himmel zijn, waar we terugkijken, we worden denken, ach, wat heb ik me bloos zo schwer gemaakt. God roept ons vandaag, dat we zullen als een oorlog ons benemen. In 5 Mose 32:11 zegt dat, zoals een oorlog zijn jongen uit dem naas schechert, en den dan hingeronvliegt en laat hij op zijn vlichten metvoeren, zo leidt hij haar aan ons alleen. Dit is wunderbaar, wat God hier zegt. Wens alle wie uitgewassen vrouw is hier met witte haar. Ik ga nog niet witte. Maar ik kom eraan, wanneer God mijn leven laat. Alle wie zijn alle tjekkel voor God. En hij leert ons vleien. Hij leert ons vleien. En weet je wat hij deed? Hij peuzert ons uit onze naaste. Hij peuzert ons uit. Hij zegt, hij die ruut. Daar moet die vlechten uit en leer moet te vleien. En ik weet veelmaal, es is aber zo makkelijk in ons naast. Thuis in onze huizen, dat is aber zo makkelijk. Hier im Chaco, oh, maar dat is aber zo sehr schön, ik weet waarschijnlijk dat is. Aber God zegt te ons, hij wil ons ruut peuzeren, ruut uit onze naast. En wat deed hij dan? Staltje ver van daarboven, van een ganz groter Berg. Da komen die kleine Odlers, die worden ruut gepeuzert uit ihre nasten. Die mame Odler peuzert die tjekkel ruut aan. En wat deed die vader? Die neemt schwung en vlecht onder den en laat den op zijn vlechten vallen. En dat is wat God voor ons deed. Wanneer hij ons ruut checken deed, dan is hij door met zijn vlechten en maakt die op tot wanneer we niet meer weten, voor wie nu ons bewegen, maar dat we vlechten kennen, dan neemt hij ons. Hij neemt ons. Zijn vlechten zijn ganz week. En we vallen dan op. En de Bibel zegt dat niet, maar zo is het bij de oorlog. De mame peuzert den Rüter. En die kleine Oerletjes, die vangen und die vliegen. Wanneer die niet weten wo gaan en wanneer die dat nog niet verstaan, dan komt die papa, dan komt die vader. En neemt die tjekkel. En wat deed hij? Brengt den vader om naast. En die mame, die peuzert den vader uit. En dat is wat God voor ons leven wil. Hij wil ons uitpeuzeren. Uit onze makkelijke stad. We leven nog mal zo makkelijk. Aber Gott will haben, wir sollen für arm leben als ein Odler. So sollen wir uns benehmen. Seid die dort nochmal. Ich sehe nicht in der Hand. Ola, ich sehe nicht in der Hand. Ich sehe einen Odler. Und wenn du von hier in ein Haus fährst und du weißt nicht, was du im Fortig sagen sollst, dann seid ihr die selbst. Ich sehe nicht in der Hand. Ich sehe einen Odler. Wie stolz ist, wat Gott ons geroopt heeft. Uit onze makkelijke naasten. Zelf wie Ruud. Die crisis, wat zoveel tijd had voor mijn leven, die heeft mij zoveel mal uit mijn naast Ruud gepeuzerd. Hij die go Ruud uit Witmarsum. Ik zei, ik kan niet naar andere spraak. Ik kan bloß Portugees. En dan kan ik naar Plattdeutsch. En ik vloog naar Duitsland. Nu woon ik in Bolivien. In Paraguay habe ich mich befreit. Ich bin Ruud gepeuzert worden uit dem Naas. En God, wie bei mir, wenn ich nicht pflegen kann,
dan gaan ze in de vlechte mij echt maar genomen. En die hebben mij echt maar gedroogd. En die drogen mij. Marianne is een missionair. Mank junt. Wiens weet je wat voor een beeld dat Marianne mij schickt? Voor ze naar de kolonie voor van Jezus vertalen. Dat is wonderbaar. Wiens van het 100.000 alkoloniën in Bolivien heeft. Ik weet niet hoeveel in Paraguay. Dat is niet mijn verantwoording. Wem zijn verantwoording is dat? Ons alle hoop. Ons alle hoop. De Indiërs wat in Chaco wonen. De andere Brasileiros en de ganze culturen wat hier zijn. Wem zijn verantwoording is dat? De prediker wat door zondag predigt? Nee. Dat is onze verantwoording. Dat de lijf mocht even ons komen. Voor andere mensen, voor andere culturen. Dat onze makkelijkheid moet kunnen toelaten. Want zolang als we bloos makkelijk leven worden, waar we immer leven als een haan. En we worden iedere dag zo zeer fijn ons einleiden. Maar hoog op die boeien, wo God ons zoveel wijzen wil en zoveel wil beleven laten. Dat passiert al en ik weet wat, wie we immer nog met onze bittere buizen wegrennen. Dit woord is voor ons allen. En ik hoop je worden dat niemals meer vergeten. Niemals meer. Niets jij de heina. Maar we zijn als een Adler, zegt de lieve God. Zijn we. Als we nu onze Flora schreven, voor 2 Monate, gestern wir sind 2 Monate, dann beziert sich eine Nurse mit mir im Hospital. En ik had grootste baby gehad, met uit alles weg. Ik zei hier, dat speert zich zo zwankenborg naar je gaan zien. Ik had een normale geboorte van 15 Stunden. En als die buiten weer, dan, dat is wonderbaar, een baby op de wereld brengen. Die deed alles weg en dat doet plaats en die blijft verwelkt. Maar dat is zo wonderbaar, want dat einzige wat u in die hart is lief voor dat baby. Zo'n kleine kop en zo'n kleine mens, die is zo afhankelijk van die. Dat is toch wat wonderbaar, wat God gemaakt heeft. En als dat geboren wordt, dan komt eigenlijk een nurse immer wel aan onze stoel. En dat we anders, wanneer zij dan aankomt. En irgendwann schickt sie mijn man en mij aan en zegt, wer sind je? Je bent de enige lied wat nog niet wat vandaag gegründet heeft over dit krankenhuis. Want we schreien onze baby's in Brazil en we schreien die in een regeringshospital. En ze zegt, alle Braziliërs die grenzen, die zijn alle niet goed. Oh, ik zeg, we zijn zo dankbaar, want het is umsonst. In Bolivien zijn we niet umsonst. We willen kennen, ook de regering een baby schreien, maar we zijn nu een paar Mal naar Brazilië voor. En iedereen zegt, we zijn pastores van een kerk. En die broek ganz hoop. En ze vangen aan te hielen. Ze zegt, ik heb al een kerk geleerd en ik zie al zoveel jaren. Ik zie verbeterd door het gaan en dan zie ik voetste aan. Ook wanneer we nog alles weiter, ik zeg, vertrouw niet op mensen, vertrouw op God. Ga naar een kerk en check naar Jezus. Want wanneer we naar een kerk gaan en bloos naar de mensen worden checken, dan gaan we bloos 2 oder 3 Sonntagen aan ons dat leven. Want het gaat niet om mensen, het gaat om Jezus. Dat is veel heger. En dan zegt ihr, dat wist in leven niet Jezus geven. En zij zegt, ja, ik wel. En zij leeft in een grote angst. Ze had niet een man, ze had een kind. En wer dat kind groot trok, wie ihre Mutter. Want zij weer im Hospital en schafft als een nurse. En ze leeft in een angst, want ihre Mutter moest operiert. En wie beten voor die Mutter, en wie beten voor die operatie. En wie... Ik ga nu al een paar weken niet met haar geschreven, maar ik weet, ihre mama leeft nog en die heeft die operatie gaat overstonen. En we kunnen door zijn voor haar. En dat is wat ik hier van haar laten wil. Doe wat je best met dat wat je hast. Veel meer lui wie moeten grote zaken doen en wie moeten dit en jant en dat nog. Wie moeten bloos voor Jezus leven. Want ons God evangeelt met deze lui voor Jezus. Dan kan God ons doorbrukken waar we zijn. Hier in Chaco. Hier is het missionsveld. Wanneer Marianne naar de kolonie voert, dan voert mal met in je stad daar. Wat immer je doen, beet voor die. Bak mal wat schijnt voor die. Geef hem mal een abrazo. Maar al die anderen wat hier zijn, hier in onze families, met ons man, met onze kinderen, daar vangt onze missie aan. Daar gaan we leven als een adler.
We kunnen onze kinderen dat bijbrengen, dat zij zich benemen als een odla. Dat zij niet strijden en zanken voor zo'n kleine dingen, wat ons immer waren wichtig zijn. En God wordt ons brücken. God wordt ons brücken. Ik ga zo'n gebed voor deze vroegstund. En ik zie immer wieder zu Gott, wat is wat ik zeggen zal. En God zei zu mir, hij läuft de vroegs in Chaco. Hij läuft junt. En zijn plan voor jullie levens, voor onze levens hier alle top. En ik zie hier manche junt is dat we leven als een odla. Dat we nappertjekken. Dat we van boven een andere dimension, würde ik zeggen, opsponnen. Dat we een andere zicht krijgen. Wanneer we napper stehen, dat is voets anders, als wanneer we bloos immer da onje zijn. Kijk, ik kan je door voets anders zijn. En dat is wat God heeft voor ons. Dat we moedig leven met Amthoop. En wanneer we niet weten, wat zal ik nu doen, dan neemt hij ons onder zijn vlechten. We vallen niet, want hij is daar. En hij strijkt zijn hand uit en we vallen op hem op. En dat vangt waar alles aan. Dan neemt hij ons waar dat regnum naast en hij leert ons vliegen. Ik wil wel dat gebedsteam er verder roepen. Hoe zijn mijn beders? En we willen nu een gebedstijd hebben. Vielleicht is het buiten gewöhnlich hier. Ik weet niet wat het hier in deze kerk is. Ik weet niet wat het hier in Chaco is. Maar ik weet wat ik voel. En dat geeft mij zekerheid. En wat ik voel, is dat we zullen bidden. En dat ons dat zal luid worden, wanneer we ons al de laatste jaren als een haan benoemen hebben. Dat God ons mocht uitpeuzeren uit onze makkelijke nasten. Want wanneer die ouders plus worden hem naast blijven, dan worden die nevers vleien leren. Dan worden die dat plus blijven en zich de wereld bechecken van boven. Maar God heeft ons gemaakt dat we vlees zullen. En ik wil die nu aanladen, du kannst die ogen toe maken. En du hast het vielleicht nog niemals zu Gott gesagt. Maar maak mal die ogen toe. En du kannst zu Gott sagen, Gott, ik zie niet naar hem, ik zie een odla. Help me, dat ik zo leven kan. Help me, dat ik uitgeschickt word uit mijn nest. En dat ik ga, door waar du mij brücken was. Want ik zie mij zeggen, God wil die brücken. En diesem wunderschmacken Chaco wil God ons brücken. Hij heeft de Duitse mensen, hij heeft de Mennoniten, waar immer wie ons namen minister, wat immer wie geloven wie zijn. Hij heeft ons der ganze Welt verstreit. Rutgepeuzert heeft ons uit Rusland, uit Preußen, uit Holland, wo wir angefangen haben. En hij heeft ons naar verschillende landen gebracht. En dat is hem ons brücken. En dat je veel dieper als plus een coöperatief en maalt en voor vele zaken zijn wie bekend en ik weet. Maar wanneer we voor God leven, dat is veel hecher en dat is veel wichtiger als die zaken wat op deze eeuw zijn. Dat is veel wichtiger. Du kannst einfach zu Gott beten. Hier sind auch ein paar Frühs, die sind reut mit die beten. Wenn du willst nach Fähre kommen, dann kannst du wirklich kommen. Ich kann auch für die beten. Und wir wollen einfach für die beten. Oder mit die Taub. Dass du kannst verändert ein Haus worden. Dass Jesus mag geëerd worden durch unser Leben des Nomadisch. Halleluja. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, dass du hier bist. Dass du uns uitgezocht hast. Dat we kunnen dienen Kinder zijn. We zijn dienen Kinder. Jeder dag. En wanneer we ons leeg voelen, wanneer we zo voelen, we zijn weich van die, dan breng je ons terug. Breng ons terug. Neem ons op die vluchten. Want we zijn een odla. En we willen ons ook als een odla benemen. We willen om licht checken. We willen naar die checken. We willen die zijn. We willen die zijn en we willen zijn voor grote besten. En we willen te dienen hier leven. Hier in Chaco, wo immer wir sind. Ich danke dir für diese Frühs. Ich danke dir. Weil wir alle einmal abstunden. Kannst du ihnen noch schöne Hand futtern?
Kost er ontjetje. En kost er zaaien. Weet je wat? Zeg maar alle. Weet je wat? Du bist ein Adler. En nicht een haan. Neem dat met. En dien hart. Ja, wer will, die kann verder komen. Wir können hier auch beten. Aber du kannst auch da beten, ob die steht. Bete noch einmal zu Gott. In dat Schwere, was du gekriegt hast. Krieg dat Schwere, wo du so viel mal al raufgecheckt hast. Bloß nur dein Problem, bloß nur dein Trouble. Vielleicht ist das an deine Familie, vielleicht ist das mit dir selbst. Vielleicht ist das mit deinen Nachbarn, mit deinem Ehemann, mit deinen Kindern, mit deinen Schwiegertöchtern, mit deinen Großkindern, mit deinen Schwägerschen oder einer Familie, ich weiß nicht. Vielleicht ist das eine Person, die du nicht vergeben kannst. Sag zu Gott, Gott, help mich, hol mich aus dem Loch raus. Ich will bei dir sein, ich will mich so benehmen, als für die Bäume, für das dort boven, für den Himmel. Dat ich mich so benehmen, dass ich die uitstrahlen mit meinem Leben. Oh, Jesus. Jesus, ich danke dir für das Nachmittag. Ich danke dir, dass du hier bist. Dass ich dich feilen kann, dass du bist hier. Und du verlässt uns nicht. Und ich danke dir für das wunderbare Frühs, was so begabt sind, was keine Sommerbarst im Winter gucken. Oh, Jesus, ich danke dir, dass du hier so viel Gaven und Talente man uns hast. Und mocht deine Leib über den Chaco kommen, über diese Frühs, was hier sind. All diese Frühs, dass sie können abgebüht, diese Stadt verlassen. Und sie können abgegossen vor und so ist ich dann halb ein nach rüt aus dem Fenster schrie. Dass sie können schreien. Sie können mit dir leben, das mocht nicht ein fleibend Leben sein, aber ein deupend, ein wirkliches Leben. Wie als du im Schritt gegangen bist, du bist nicht für was Fleibend gegangen, du bist für was Deupend gegangen, was uns für immer verändern wird. Ich sehe ihn mit ihren Familien, mit ihren Sachen, die sie durchgehen. In alle Betterkeit, alles Oule, was wir mitschlappen, Jesus, das wollen wir Schritt bringen. Und wir wollen frei diese Stadt verlassen, mit einem neuen Anfang. Ich danke dir, dass du diesen Tag gemacht hast und dass wir diese wunderbare Gelegenheit haben, dass wir in ein Friedland reden können von dir, und hören können, und lehren können, wo groß du bist. Und help uns alle, dass wir nicht müde werden. So ist die Bibelvers in Jesaja 40, Vers 31, dass wir nicht müde werden von unserem Schritt, was wir tun. Aber dass wir einfach in die Reven, dass wir fliehen werden aus dem Adler. Ich danke dir, dass du hier bist und dass du uns verändern wirst. Dass das an dir geht und nicht an mich, aber das geht an dir, alle ihr, weil wir den Vater im Himmel geben. Dankeschön, Jesus. Ich danke dir. Ich lobe dich. Du bist so groß, du bist so allmächtig. Und vergib mich, wenn ich mich so viel mal aus den Haaren falle. Aber du hast mich aus dem Adler gemacht und ich danke dir für das. Und danach, wir wollen noch verder kommen, wir sind hier ruiten für die Bede, mit die Bede und dort durchkämpfen. Weißt du was, für uns, jeder einer von uns braucht eine Amiga oder eine Mama oder eine Schwiegermama, wo wir sagen, durchfäten. Wenn wir uns einsam fühlen mit unseren kleinen Kindern oder in unseren Eis und wir weiter nicht wohin, dann sägt die eine Amiga. Hol die wem, nur die Tüß oder vor von Tüß war ich. Nimm den Mate mit, nimm den Terere mit und säg die in eine jästliche Halb, ein Mensch, der die halten kann. Weil wir nicht verdrehen, weil wir uns unsere Pflichten nehmen und uns halten. Wenn es zwei ist, das viel leichter, als wenn wir allein sind. So, wenn du nicht eine Amiga hast, wenn die eine fehlt, dann fang an zu beten und sag Gott, gib mir eine Amiga, gib mir eine Freundin, mit der ich kann reden, ich kann ganz oben sein. Und dat die dat durchbeten und durchfetten. Wenn es der Herr, der ist bei den Frühs, der ist bei den Mamas, der ist bei den, die wat befreit sind, die wat nicht befreit sind, er ist über uns. Und wir können immer am Reden und er wird uns hier. Unsere Gebete, die waren gehört. Wir beten nicht bei den Beinen, unser Gebet kommt im Himmel. Und der Vater hört uns. Halleluja. Dankeschön, Jesus, für das wunderbare Nummer.
Ik zie deze vrouwen. Ik zie dat zij met kracht hier wegvoeren. En dat ze kunnen ganz überzeugt zijn dat du hast een Odler Jes gegeven. En niet een Heiner Jes. In die Namen Jesus. Amen. Amen.